Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Servus. Grüß dich, Conny. Hallo. Was geht ab? Nix, ich find's schön, dass ich da bin seit dir. Ja, schon auf jeden Fall, weil mir allein mag ich aber keiner hören. Und mit dir ist natürlich lustig. Und ich mach ganz viel Späßchen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch ein Servus und Habidere an unsere Hörer, weil die wieder alles richtig gemacht haben und haben wieder eingeschaltet. Und wir reden heute über was? Jetzt trinkt er gerade. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich etwas trinken müssen. Jetzt habe ich jemanden durchgeholt. Aber das liegt nur daran, dass es sich um einen Film handelt, bei dem Mia Goth mitspielt. Und da wird man ganz heiß. Da wird natürlich durstig, weil wir heute über den dritten Film im X-Universum sprechen, nämlich Maxine. Max Triple X Scene, aber leider ohne Dieselwind. Oh ja, weil der Gangster um Family. Ja gut, es geht ein bisschen um Family. Ein bisschen schon, ja, aber dieses Triple X in Maxine steht für Hardcore. Pornos. Jetzt erzähl mal die Leute, wo es das überhaupt geht in dem ganzen Bums da. In dem ganzen Bums, also bei Maxine verfolgen wir die Mia Goth, Maxine Minx aus X. Und ich glaube, der Film spielt 6 Jahre nach X, kann das sein ungefähr? 1985, genau. Ja, genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wann X gespielt hat, aber sagen das wir mal, weiß ich jetzt auch nicht. Zwischen 5 und 10 Jahren nach X. Und wer X gesehen hat, wir greifen mal kurz auf die Geschichte zurück. Maxine Minx spielt in so schlüpfrige Filmchen, Hauptröllchen, in der zeigt sich öfter mal Wurstfach her. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Ja, so sagt man das ja. Also, wie gesagt, sie spielt uns drum eben das Triple X im Titel, weil Maxine Minx ursprünglich aus dem horizontalen Filmbusiness kommt, in dem man Wurstfach und Arschfotze in Kamera holt. Wir haben eine minderjährige Zuhörer dabei, das stimmt. Entschuldigung. Wahnsinn. Sie möchte auch den Sprung auf die große Leinwand schaffen. Und darum geht's zum Vorsprechen in Hollywood. Da wird nämlich gerade gecastet für die Fortsetzung zu Schluck mich tot wird der Film geheißen. The Puritan, genau, Teil 2. Ja. Und da soll sie natürlich die Hauptrolle. Sie möchte endlich raus aus diesem horizontalen Gewerbe. Aus diesem horizontalen Gewerbe. Auf dem Weg nach ganz oben, sie möchte ein Star werden. Es sind halt da ein paar Hindernisschen dabei. Erstens mal muss sie natürlich damit ist sie dem konfrontiert, dass recht problembehaftet ist, eine Pornodarstellerin auf einmal in normalen Film, in Anführungszeichen normalen Film mitspielen zu lassen. Es geht ein Serienkiller um, der Night Stalker, spielt zu der Zeit der Night Stalker Morde. Dann stellt man sich die Frage, sind das alles Opfer vom Night Stalker oder ist da vielleicht noch was anderes im Busch? Dann haben wir noch einen überragend geilen Kevin Bacon dabei, der ihr als die Figur John Labatt nachstellt. Warum? Schauen wir mal, ob wir spoilern, das überlegen wir uns noch. Hier mal Spoilerwarnung in Klammern gesetzt. Ja genau, und sie musste halt dann da eben durchkämpfen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht gerade auf der Schauspielebene, sondern auch im Real Life. Und vielleicht wird sie ja mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Wie man es kann ja auch sein, das weiß man ja nicht. Dann vielleicht Sinn machen, wenn es der dritte Teil ist aus dem X-Universum und eine direkte Fortsetzung zu X. Ja. Also du sagst quasi, man sollte auf jeden Fall X vorher gesehen haben, oder? Ich finde, dass der Film ganz gut funktioniert, wenn man X nicht gesehen hat, weil ich habe von X nicht mehr voll im Kopf gehabt. Aber geiler ist es natürlich, wenn du ihn gesehen hast, weil du dann ein paar so kleine Momente hast, aber ich finde, der Film funktioniert auch ausgezeichnet alleinstehend. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt nichts gesehen hast, dann hast du bei ein paar Szenen, bei so Flashbacks, die Maxine hat, hast du wahrscheinlich ein Fragezeichen auf der Stirn stehen, aber im Großen und Ganzen
So hat man Ex ja auch gesehen haben. Er ist ja ein starker Film. Und wir haben es da mit einer ganz seltsamen, von der Tonalität her, ganz eine seltsame Trilogie haben wir es da zum Tor. Wenn du sagst, der erste Teil ist eher so die, eben Ex ist ja eher so die Hommage an so den Backwoods-Slasher und Pearl ist ja die Technicolor-Albtraum-Version vom Zauberer von Oz. Und da haben wir jetzt 50er, oder? So ungefähr, ich glaube 20er sogar irgendwie. Ich glaube so, 20er. So alt. Ja, ich glaube, das ist mein erster Weltkrieg, meine, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ist es nicht? Ich mein schon. Ja, es darf eigentlich einen Sinn ergeben, weil wenn gerade 20 Jahre auseinander warten zwischen Pearl und X, weil Pearl spielt ja vor X, dann da ich sagen, okay, die hat aber heute Winter erlebt. Ja, wir müssen bei der Pearl auf alle Fälle Zeit geben zum Altern. Das, ja, dann machen 20er definitiv mehr Sinn, ja. Das wird schon eher die Zeit gewesen sein. Und jetzt da bei Maxine haben wir so richtig geiles, momentan sehr angesagtes Retro 80s Slasher Giallo Vehikel, das in ein paar Szenen finde ich ein bisschen an Once Upon a Time in Hollywood erinnert, nur nicht in langweilig. Ja, das kann man sagen, ja. Also Maxine hat definitiv niemals so Langeweile-Phasen drinnen, wie es Once Upon a Time in Hollywood sehr, sehr oft gehabt hat. Wobei mir der Film immer wieder, der hat mich irgendwie mit seiner Langeweile halten können, ich weiß nicht warum. Once Upon a Time in Hollywood? Ja. Okay. Ich muss auch sagen, jetzt da bei Maxine, er ist zwar auch nicht immer der flotteste Film, aber ich finde, dass er da so viel, es gibt so viel zum Singen, und er bezieht sich auf so viel Sachen, dass es eigentlich immer irgendwas gibt, das mich bei der Stange hält. Sei es eher da die Hommage da an Psycho, wo es quasi auf am Drehort sind von Psycho, oder wenn so wieder die 42nd Street 6, die total abgefuckte, wieder dieses Gespiegelte zwischen dem Hochglanz Hollywood und dann dem abgefuckten, diese maustodfertige Straße damals und so, fand ich total cool und wie gesagt, jetzt wenn sie nicht auch nicht immer was kreiert hat, es war immer irgendwas zum Singen und war sehr interessant, finde ich. Ja, vor allem, weil ja die Machart von dem Film, der schaut ja wirklich aus wie aus die 80er aus, finde ich. Also, und sie haben ja, glaube ich, sogar nur oder überwiegend Equipment aus die 80er hergenommen zum Drehen. Haben versucht, weitestgehend auf moderne Filmtechnologien zu verzichten. Und das finde ich, sagst du mal ziemlich dass da wirklich drauf Wert gelegt worden ist, dass der Film ein bisschen räudige 80er-Qualität hat. Okay, das ist ja schon fast wie beim Robert Eggers. Ich sage ja, die zwei sind Brüder im Geiste. Ja, schon ein bisschen. Alles so geiles, prätentiöses Hipster-Gewichse, wie ich es mag. Grüße gehen auf Ringsburg. Ja, habe ich dir. Das stimmt, ja. Ich fand's ja geil mit dem Aloran, was ja auch immer irgendwie so in diese 80er oder auch in 90er behandelt werden, eingekehrt, diese Videothek von ihrem Freund Virgos Leon oder so. Oh, Namen ganz schlecht. Namen bin ich ganz schlecht. Ja, wurscht, war auf alle Fälle auch cool, sehen die Szenerien mag ich dann immer, wenn da drin die ganze Zeit über die Kassetten umeinander stehen und dann wird über diskutiert, über so gefachsimpelt, über alte Filme. Mein Problem ist da meistens gerade, dass die dann in so spezielle Ecken fachsimpeln, wo ich sage, alles klar, ich bin raus. noch nie auch nur einen einzigen Namen, von denen ich Schauspieler erklärt, die ich jetzt gerade gesagt habe, noch nie nur einen einzigen Film davon gesehen, das ist doch alles sehr erfunden gerade. Ja, aber es ist schön echt zuzuhören, es ist schön echt zum Zuhören. Weil man sagt dann einfach, es gibt scheinbar mehr so Idioten wie uns. Ja, und immer auch diese obligatorische Fangoria, die es da zum Lesen gibt und so. Ich habe mir gestern einen Film geschaut, der hat geheißen All Fun and Games. Das ist ein hübsch aktueller Film mit Dämonen-Slasher-Elemente, der lesen sie in einer Tour Fangoria. Das finde ich immer sehr spaßig. War da wenigstens was der All Fun and Games? Der war nicht schlecht, den kann man auch schauen auf jeden Fall. Ah, okay, bin ich gespannt. Weil du sagst, du kennst zwar so viele Sachen nix, hast du die Filme wegen gesehen von Brian De Palma und so? Hast du da schon mal ein bisschen reingeschaut? So Dress to Kill oder sowas in der Richtung? Ein bisschen eingeschaut, aber nicht wirklich damit auseinandergesetzt bisher. Der steht kann ich da ans Herz legen, also vor allem Dress to Kill, da sind ganz viele Elemente drin, die man auch jetzt bei Maxine sagt und man gespannt, dass der Ty West, der Regisseur,
da ein richtiges Faible hat für den Regisseur und für dem seine Art, Filme zu machen. Zwar nicht in so ganz extravagante Kameraführungen, wie es der De Palma gemacht hat, aber von der ganzen Stimmung her kommt er dem sehr nahe und das fand ich halt voll geil. Auch diese Giallo-Elemente, die er drin hat, quasi die obligatorischen schwarzen Handschuhe und schwarzes Cape und dann diese ausufernden Messermorde. Da wo ich sagen muss, die krasseste Gewalt erfahren da die Männer in dem Film. Alles, was Frauen irgendwie Otto wird, das sagt man so im Off oder wird nur angedeutet und wenn es richtig gory wird, dann haben es nur immer Männer. Ich bin stinksauer. Vollgas. Ich fühle mich da echt in meiner Männlichkeit verletzt. Mit dann, um vielleicht auf eine Szene näher einzugehen, meine Eier weh, wenn ich so etwas sehe. Ja, wo es eventuell zu einem von unseren 3Ts führt. Aber das kann passieren, ja. Das sehen wir noch. Das fand ich auch cool, so es ist zwar wirklich jetzt so ein Giallo-Element mit dem Dropkick ins Gesicht reingehauen, indem er immer so auf schwarze Lederhandschuhe draufholt, voll Dario Argento-mäßig, aber fand ich geil, mag ich. Ich mag diese Einstellung allein schon, wenn man dann immer so diese Hände sagt, die sie irgendwo einkrallen oder wie sie immer nachher dann ihre Handschuhe. Ja. Und dann eben dieser geile Messerkill, dieser Giallo-artige Messerkill, wenn man sonst früher gesehen hat, wie so mit der Klinge drüber fahren und haben wir den roten Strich. Ja. Und jetzt sagst du halt einfach so richtig schön, wie das auch, also diese Wunden, diese Effekte waren ja Oberwild. Ja, also mega. Das hat richtig, richtig kreislig ausgeschaut und der Kill war richtig, richtig unangenehm. Ja. Und dann diese blutverschmierten Handschuhe, da das Schmierige, so die Hände reiben und so, dieses Suffisante, also echt stark. Aber das ist nicht das Einzige, was mir wegen so an Giallo erinnert hat. Das ist ja zum Beispiel dieses Polizisten-Part zum Beispiel. Das ist immer so typisch Giallo, dass so eine Hauptfigur quasi in in einen Kriminalfall reingezogen wird oder von irgendjemand gestalkt wird oder so. Dann versucht man Hilfe bei der Polizei zu suchen und die ist komplett unfähig. Und das ist in dem Film auch so. Also ich fand dieses Polizistenduo so cool, aber sie zerreißen wirklich kein Nassklopapier. Das ist unfassbar. Ja, ich lieber Lord Bobby Cannavale oder Cannavale, keine Ahnung, wie man ausspricht. Den Typen sag ich sau gern. Und ja, Michelle Monaghan, die sagt mir eigentlich auch gern. Ja, die mag man. Die zwei, und auch er ist ja, das ist ja auch ein gut aussehender Südländer-Typ. Also ich sage mal, sie haben zumindest optisch einiges zum Zorn gehabt. Also allgemein, es waren nur lauter schöne Leute, finde ich. Wie gesagt, bis auf Kevin Bacon, der hat eher so aus... Da mag ich nichts hören. Jo, jetzt Kim, schau doch. Der ist ein wunderschön gealteter Mann. Ja, aber ohne dieses Make-up schon, aber der hat ausgeschaut wie der Jack Nicholson in Chinatown. Also der war ja maustot fertig. Ja, also, ich meine jetzt nicht ohne Make-up. Natürlich, da war er richtig geil. Wie unser Seppig genannt, der war ein richtiger Schmierlappen. Ein Schmierlappen, richtig. Und das passt eigentlich richtig, als so ein richtig ekliger, schmieriger Sack. Richtig assi. Und er ist so geil, weil er sich ja genau bewusst ist, was er für ein Schmiersack ist. Weil er sagt, ist mir scheißegal, was du tust, ich krieg meine Kohle, ist mir scheißegal, was mit dir passiert, für Kohle mach ich das. Und wo es dann spitz auf Knopf geht, hey Leute, ich bin käuflich, gibt's mir Kohle, dann mach ich das, ist mir scheißegal. Also er weiß ganz genau, was er für ein schmieriges Stück Scheiße ist. Und das hat also den seine Rolle fand ich richtig, Leute, ja zum Laufen. Wenn er dann Maxine mal verfolgt, warum laufst du eigentlich so behindert? Aber ich muss lachen, wenn er dazu schon voll. Die Szene war aber allgemein, die war so richtig alt. Also das war wirklich statische Kamera und dann wird von links nach rechts gefilmt, oberlangsam, du siehst die Leute beim Laufen ohne einen Schnitt, wo du sagst, oh ja, das ist auch wieder von der ganzen Inszenierung her auch wieder sehr alt und cool einfach. Ja. Und wo man dann immer sagt, so diese Fassade von Hollywood und so, wenn es dann wirklich in das Psycho-Haus sich flüchten möchte und dann gehst du in das Haus ein und du hast eigentlich im Kopf, weil du kennst ja Psycho und du weißt, okay, da gehst vor der Haustür rein und dann gehst du eigentlich gleich über Treppen auf und so und links geht's dann ins Wohnzimmer, Küche und da weißt du einfach nur ein Holzgestein. Also das ist nur von außen, schaut das voll geil aus wie eine Kulisse, also wie das Haus vom Film, nur innen ist das halt, sagst du halt, dass es nur Kulisse ist, ohne Inneneinrichtung und ohne Treppen, ohne alles, nur ein paar Bretter zusammengenagelt. Fand ich cool. Alles das Schall und Rauch, gell, was uns da Hollywood serviert. Die fühlen uns ja nur an der Nase rum. Voll. Also schon fand ich es auch so geil bei der Titeleinblendung, weil das quasi das Maxine ist ja quasi das Nummerntafel von ihr mit den 3X. Und was möchte Maxine werden unbedingt? Eins da. Genau. Und was für ein Auto hat's gefunden? Frag mich nicht. Ein Mercedes. Und was hat der Mercedes? Ein Stern. Und wenn er die Kamera stimmt, die habe ich ja obergebrochen. Ja, genau. Du hast die hast du alle irgendwo im Wohnzimmer an Deck geschraubt. Ja, fette Ketten gemacht. Statt mit Ohrwaschel, wie bei Walking Dead, habe ich immer Mercedes-Sterndecken gemacht. Richtig.
Aber fand ich geil, habe ich zuerst mal so richtig schmunzeln Stimmt, müssen, ja. aber sie möchte Star werden und der Mercedes-Stern und dann Maxine. Fand ich cool, ist einer von den so kleinen Sachen, die mich dann Ich bin nicht so der gespeist Schlaufer haben. wie du, da habe ich leider keine Augen dafür. Du, was soll ich denn da? Ich hab das direkt mit meine Gene aufgenommen als Ja, Schrauber, ich weiß, also eh. ich komm nicht weg Du bist davon. da eingeboren. Da kannst Voll. du nicht aus. Vollgas. Es ist wie in Hitlerjugend bist du eingeboren, da hast du auch nicht aus. Jetzt halt einmal dein Maul, verdammt Entschuldigung, nochmal. Entschuldigung. Nein, das tut überhaupt nicht leid. Sag nicht Entschuldigung, wenn du nicht so meinst. Okay, dann Entschuldigung, dass ich mich entschuldigt habe. Hey, was ich auch das sehr geil fand, eins muss ich jetzt noch loswerden. Sie hat ja ihr Vorsprechen, die Maxine, Ja. für diesen The Puritan 2. Und dann kriegt sie dann einen Anruf nach diesem Vorsprechen und dann heißt es ja, dieses Lizzie Borden Musikvideo, da darfst du nicht mitmachen, aber bei dem Film können sie die brauchen. Ah. Kennst du Lizzie Borden? Na, Lizzie Borden war eine Mörderin. Jetzt schießt es mir dort wegen die Jahreszahlen, aber die hat zur selben Zeit wird Pearl, hat die ihre angebliche Familie mit der Axt umgebracht. aha. Und da finde ich es sehr geil, weil Pearl, Axtmörderin, Lizzie Borden, ole ole. Und dieses Musikvideo, ich habe dann ein wenig nachgegoogelt, was das für ein Musikvideo sein kann, weil vielleicht gibt es das ja wirklich. Und das Lied heißt tatsächlich Give 'em the Axe. Geil. Also fand ich sehr geil dann, wo ich hab mir noch im Kino gedacht, das muss ich mir merken, weil da muss ich mir nachschauen, wie stark das der Bezug dann auf die Realität ist. Und ja, fand ich cool, dass man dann die Lizzie Borden da einbaut mit der Band und dann diesen True Crime Fall im Endeffekt. Hast du wieder Creepy Hour angehört? Und Ja, richtig. Grüße gehen raus an Bibi und Wolfi. Deswegen hast du den Namen jetzt noch im Kopf gehabt. Voll geil, weil sonst da ich jetzt da sitzen und nichts wissen. Ja, so, deswegen ist der Corby nicht da. Aber auch sehr geil dann mit dieser Satanic Panic. Ich finde diese Zeit damals auch sehr cool, wo die eben dies mit dem Nightstalker war, mit dem Richard Ramirez, Ja. glaube ich, oder geheißen, oder? Richard Ramirez, ja Typ. genau. Und diese geilen Demos die ganze Zeit Ja. überall. Hollywood Took My Daughter. Hat mich ein bisschen auch so an so Making-ofs, die ich über Maniac gesehen habe, erinnert, wo sie dann auch vor die Kinos protestiert haben. Geil. Eigentlich Ja. war es ganz witzig. Ich möchte auch gerne ins Kino gehen und mehr, dass der Gegendemo vor dem Kino geht. So. Das habe ich das letzte Mal erlebt, als wir unsere 200. Folge aufgenommen haben, dass es Gegendemo gegeben hat. Aber Okay. ja, ich möchte das gerne mal erleben, dass ich da nicht schuld drüber bin. Vielleicht bitte beim nächsten Jubiläum dabei noch und demonstriert keiner. Ja, das will ich jetzt noch mal hoffen, sonst hau ich tot. Dann bin ich nämlich Ja, aber- der Ex-Mörder. Weil es halt also eine geile Ebene ist, die wo da nur aufgemacht wird, weil man jetzt nicht weiß, okay, hat jetzt dieser Nightstalker mit der Geschichte was zum Tor Ja. oder schwimmt unser Killer quasi, der Pearl auf den Sack geht, auf der ganzen Schiene einfach mit oder so und du bist eigentlich ich bin immer am Rätseln gewesen, weil es wird da immer wieder hingrimmen, du kriegst immer wieder so Fernsehnachrichten zum Sehen Ja. und so und es wird da immer wegen so dass du es immer wegen im Hinterkopf hast, dass dieser Nightstalker unterwegs ist. Du vergisst das Und nicht so richtig, genau. Das Ja, haben sie genau. eigentlich Ganz geschickt gemacht, immer wieder, wie Voll du sagst, raffiniert. Fernsehsendung, Zeitungsartikel, immer wieder ist der erwähnt, aber du sagst Ja. nicht, du weißt es nicht. Du bist die ganze Zeit zum Spekulieren, das ist mir auch gegangen. Ja, cool. Hat Pearl für die direkt als Horrorfilm funktioniert? Der Pearl selber, direkt als Entschuldigung, Maxine. Also- Entschuldigung. Maxine, nein, hätte jetzt nicht gesagt, das hat jetzt eher so ein bisschen, der hat so Feuereinflüsse, finde ich irgendwie. Also Ja. er hat so seine Horror-Vibes, er hat aber irgendwie so seine Noir-Vibes drinnen, finde ich. Ja, Das hat mich auch immer ein bisschen so erinnert an sie, und so leichter Thriller halt einfach auch mit drinnen. Also irgendwie ist es so eine Mischung aus so Noir-Kino, Thriller und Horror, hätte ich jetzt nicht gesagt. ja, hätte ich auch gesagt. Also so die Horror-Elemente, die halten sie wirklich in Grenzen. Er war zwar von der Atmosphäre her immer ziemlich cool, weil eben diese 42nd Street und so, das gibt immer was her. Die ganze schmierige Atmosphäre und so. Aber Der Look und der Score haben halt da wirklich viel beigetragen, dass du die ganze Der Zeit so... Score. Der war bombengeil. Wow. Score war bombengeil. Schon losgegangen, erstes Lied, Give Me All Your Lovin' von CC Top, meine ich, war das, oder? Ja. Sehr geil. Am Der Schluss noch, was war das? Ja, ich überlege jetzt auch gerade. Ich habe nämlich den Ding- Ohrwurm beim Heim von im Kopf gehabt. Betty Davis Eyes heißt das Lied, oder? Ja, Aber von wem das ist, weiß ich nicht, aber sehr geil. irgendein Kim, klar, Kimberly oder Kim oder so heißt die, weiß ich nicht mehr. Du, das klang schon. Die Leute sollen selber googeln, aber ein gutes Ja. Lied. Ganz ein gutes Lied, ja. An sich also wirklich, also Soundtrack und Score, beides bombengeil. Ja. Und hat halt auch wirklich zu den beitragen,
dass du die ganze Zeit so, erstens mal zu dieser düsteren Atmosphäre und zu dieser dreckigen Schmieratmosphäre ja irgendwie und halt auch zu diesem 80er-Style, dass du wirklich sagst, okay, das sind meine 80er jetzt gerade. Ja. Und ich, der 1988 geboren ist, ich bin ja sprichwörtlich in den 80ern groß geworden. Ganz klar. Ja, ich hab mich da sofort heimisch gefühlt. Ich hab sofort gesagt, das ist meine Zeit gewesen. Genauso war das, als ich geworden war ich gleich voll Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Das ist so schön, wenn du Feuer und Flamme bist. Weil die der Soundtrack jetzt, die Lieder, die da gekommen sind, die hört man relativ selten, finde ich, in Filmen. Ja. Das fand der ganz cool, dass wenn nicht irgendwie da gespielte 80er-Sounds sind, sondern einfach mal ein bisschen seltenere Musik. Ja. Das stimmt. Und es war irgendwie für jeden was dabei, vom Synthie-Pop bis zum Rockbrett und so, war total abwechslungsreich. Und keine verwichsten Scheiß-Remixe. Wow, ja, Gott sei Dank. Wie hat bei The Crow, der Trailer vom Crow Remake, dieses Lied, was da läuft, wo da krieg ich Ohrenkrebs instant. Sofort lauft man das Hirn aus der Nase aus, oder mich sofort selber lobotomieren. Ja. Aber das war Gott sei Dank Originalsongs, oder überwiegend Songs mit Originalsongs, wo ein bisschen ein Ding mit drin war, aber es war kein Wix-Remake wie mit irgendeinem Hip-Hop-Scheiß hinterlegt, sondern es war einfach cool. Ja. Was jetzt da überhaupt nicht passt hätte. Aber wobei, ich glaube, bei Stranger Things, man, haben sie das so gemacht, da haben sie zwar die Lieder von früher, aber das sind nicht die Originaler teilweise, sondern die haben dann auch covered oder irgendwie so. Ja, also zum Beispiel wie ist das Running Up the Hill? Ja. Von der Push. Genau, das ist ja auch nicht das Originalding, aber das ist halt ein geiler Remix, das passt dann zu den ganzen Beutel und zu der ganzen, zu allem, was passiert, das fügt sich ja perfekt ineinander. Ja. Aber die Scheiße, was da, ich muss bei dem Beispiel vom The Crow Trailer bleiben, das ist ja grauenhaftest. Ja. Der Trailer an sich, der ist schon nicht viel aussagend und so. Der Film kann ja von absoluter Gurkenscheiße bis zu, ja, ganz okay werden. Und dann diesen Trailer nur drüber scheißen, weil ich denke, ja, da hat sofort keiner mehr Bock drauf. Ja, schwierig. Und dann ist er nur im Gesicht tätowiert, wie so Asozialer. Im Gesicht. Was soll das? Du hast da eigentlich schon Stempel drauf eigentlich. Ich würde gerade sagen, wenn du Farbe im Gesicht möchtest, dann sagst du es mir, dann kriegst du ein Feigl geschlagen. Aber ins Gesicht schlagen. Ja. Was sagst du zu der Mia Goth? Hat's dann wieder taugt, hat's wieder sauber abgeliefert? Die hat wieder unglaublich gut abgeliefert. Ich schaue der Mia Goth gern zu. Oh. Ich habe jetzt ja vorher erst einmal so ein bisschen durchgeschaut, wo ich die vorher schon mal gesehen haben müssen, weil ich mich irgendwie überhaupt nicht so richtig daran erinnern kann. Wir haben uns ja beim Heimfahren schon drüber unterhalten, dass sie bei Cure for Wellness dabei war. Genau. Sie hat bei einem Hardline-Film mitgespielt, den Survivalist. Ich glaube, der ist 2015 gelaufen oder 16, weiß ich jetzt nicht mehr. Oh, weiß jetzt gar nicht schon. Ja. Da war es dabei, ja. Habe ich gesehen, kann mich nicht erinnern, aber sie war beim Suspiria Remake dabei. Ja. Also ja, genau. Ich habe die wirklich erst seit X so richtig auf dem Schirm und dann bei Infinity Pool noch. Aber dass die war es am Austert fertig. Ja, richtig geil. Aber dass die eigentlich schon eine 10-jährige Schauspielkarriere hinter sich hat, das habe ich nicht so ganz mitgekriegt, muss ich sagen. Aber sie spielt überragend gut wieder mal. Ja. Sie spielt überragend gut. Sie soll ja angeblich auch für den Blade-Film von Marvel gecastet sein als Lilith. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Bin ich gespannt. Ja, sie ist so eine, ich finde, der steht so ein bisschen so eine verruchte Antagonistenrolle. Ja, und das weiß ja auch. Ja, genau. Das weiß ganz genau, dass ihr diese Rollen stehen und diesen Touch, den sie diese Rollen verleiht, finde ich mega geil. Also, ja, und der Ty West hat ja mit dieser Trilogie die Mia Goth Show gemacht. Ja, was anderes ist das eigentlich nicht. Sie trockt das Ganze und auch mit Bravour. Also ich schaue dir da immer gern zu. Ja. Und auch wie du schon gesagt hast, Infinity Pool, das ist ja irre, was die da abliefert. Und und obwohl sie dem Film nicht immer, wie soll ich jetzt sagen, die Rechtschaffende ist oder so, die ist das eigentlich als Zuschauer scheißegal, weil du schaust dir eigentlich gern zu, wenn es irgendwas macht. Ob es jetzt wieder irgendwelche Leute entledigt aufs Gröbste, wo du sagst, da hätte es jetzt so krass sein müssen oder so. Ja, klar, aber du sagst einfach, ja, immer. Logo, mach einfach. Du hast das drauf, mach. Du möchtest ganz nach oben, also setz dich durch, fertig. Gib ihm, ja, genau, gib ihm. Das nieder mit dem Patriarchat. Na, das ist,
Ich finde allgemein, ich muss jetzt sagen, storytechnisch finde ich alle 3 Filme jetzt nicht so nicht so tiefgründig oder cool oder sonst irgendwas. Es ist dann wirklich so 0815 Stories, hätte ich jetzt gesagt. Darum finde ich, können die Filme nicht wirklich mit Story abholen. Der Ty West hat es bei den 3 Filmen für mich aber geschafft, indem er Mia Goth richtig gut in Szene setzt und sie halt auch unglaublich gut spielt und weil er halt handwerklich einfach richtig gut abliefert. Das geht dann eben vom Look der Filme über die Erzählstruktur, finde ich. Mir war eigentlich bei keinem Film irgendwie langweilig oder so, und so hat es immer so eine Zeit, dass ich sage, passt, ich bleib dran. Dann natürlich Optik, Score, Soundtrack und halt dann auch diese leider relativ rar gesäten, aber wenn dann richtig saftigen Effekte. Ja. Und das hat er irgendwie geschafft, also mich ohne eine wirklich gute Geschichte zu erzählen, trotzdem immer gut unterhalten hat. Ja, da schließe ich mich an. Das ist nicht wirklich stark gemacht, ja. Das ist nicht für dich, dass du da dabei bist. Das mag ich. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch, dass dieser Ty West spielt ja auch brutal mit den Erwartungen vom Zuschauer, finde ich. Und ich habe mir von dem Film eigentlich ein wenig was anderes erwartet, muss ich sagen, wie ich dann drin gesessen bin, war aber dann doch positiv überrascht. Genauso wie vom Ende zum Beispiel. Ich möchte jetzt nicht verraten, wo es jetzt da los ist, weil ihr schaut euch das Ding noch selber an, hoffentlich, weil es nämlich wirklich wert ist. Wir schaffen es jetzt spoilerfrei, das haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Ja, hätte ich jetzt schon gesagt, weil der Film doch so aktuell ist und Ding. Ja, und ich darf jetzt auch gar nicht mehr so tief noch auf den Film eingehen, weil sonst können wir uns spoilern. Ja, wie gesagt, ich sag zum Ende jetzt nicht viel, außer dass ich sage, das wirkt ein wenig aus dem, ein wenig befremdlich, das Ende, weil es so also es ist so krass palpig, dass ich sage, okay, es passt ja schon wieder zu diesem ganzen Giallo-Thema, weil diese Enden von die Giallo, die haben ja auch oft an die Haare herbeigezogen, wo du sagst, hey, okay, eigentlich geht's ja in die Slasher-Richtung und du kommst ja eigentlich ja so gar nicht drauf, wer es sein könnte. Nein. Du wirst ja dann oftmals vor Sachen gesetzt, wo du sagst, ja, das zaubert euch jetzt aus dem Hut. Und es war sehr flott, das Finale. Also es war sehr actionlastig und Ding und wirkt ein bisschen aus dem Film gefallen. Aber und ich habe mir dann so unterm Schauen gedacht, gefällt mir das jetzt? Aber wie das dann war, habe ich mir gedacht, ja, das hat er jetzt braucht. Das war jetzt noch so richtig dieser Payoff am Ende und das fand ich stark. Mhm. Ja, finde ich auch. Also das war, als die Auflösung, dann kam ich mir gedacht so, mutig. Aber kann man schon mal machen. Kann man machen. Kann man machen. Und dann ist es aber gut, es ist an sich dann gut umgesetzt gewesen. Und ich dachte, ja, passt, lass es durchgehen. Ja. Und weißt du, was ich mir wünsche? Ganz fest. Dass für diesen Puritan 2 einen Film machen. Das war geil, ja. Und zwar keinen ersten Teil, sondern einen zweiten, einfach nur einen zweiten, wie bei Dude Bro Party Massacre 3, ja, genau. Wo es einfach keinen ersten und zweiten Teil gibt. Die sollen jetzt da so eine Art Spin-Off machen, wo diese Mia Goth eben diesen Hauptcharakter da von diesem Hexen-okkulten Film spielt und so. Und das war richtig meta, wenn du quasi in Maxine sagst, wie der Film da entsteht oder dass sie da gecastet wird und dass sie da einige Handlungsstränge um den Film drehen. Und dann kriegst du da jetzt also ein Spin-Off um die Ohren gehauen. Das war mega. Bam. Er arbeitet ja eher an einem 4. Teil. Okay. Ty West ist aber halt, er hat gesagt, er arbeitet jetzt einfach mal an einem 4. Teil, ist aber natürlich abhängig vom Erfolg, den Maxine hat. Aber aktuell schaut es gut aus. Weltweit, meine ich, stehen wir jetzt schon bei 8 Millionen. Okay. Ich glaube, das ist nicht schlecht für den Film, weil ich weiß jetzt nicht, was er Budget gehabt hat. Da bin ich halt wie schlecht. Aber ich hab zum Budget jetzt auch nichts gefunden. Ich habe nur gelesen, dass die 8 Millionen gut sind für diesen Film. Okay. Mal gucken. Ja, gern, also wenn es so weitergeht. Ist nur keine Woche nicht. Also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft er 4 Tage, 5 Tage. Und da 8 Millionen weltweit, dann kann er sich schon ein bisschen auf das hinausen, dass man sagt, wisst ihr was, dann machen wir noch einen dreckigen Spin-Off Teil 4 mit der Mia Goth, dann kann sie noch mal ein bisschen glänzen und danach kann sie in der Versenke verschwinden. Na, aber gern. Also, wie gesagt, so kreativ und abwechslungsreich wie jetzt diese Trilogie bis jetzt war, darf es von mir aus gern weitergehen. Also, das ist eigentlich so das Horror-Podot zu der Cornetto-Trilogie, oder? Ja, schon ein bisschen. Schon stimmt. Und du kennst ja dieses Battle, was heißt so mit den Trilogien und dann dieses shit zeichnete Pferdl so in Fotorealismus, das dann immer beschissener wird teilweise, dass am Schluss bloß nur so eine Strichzeichnung ist und so. Also ich sehe jetzt da einen voll fetten Hengst vorbeilaufen mit flammenden Gemächte, hätte ich gesagt, mit flammender Mähne. Also ich finde diese Trilogie sehr, sehr stark. Wo der hängt, kennt sich aus. Ja, richtig.
Ich hab das Bild im Kopf, da wo das Poster vom Aladdin-Realfilm ist, von X-Men, der Phoenix-Teil da, weißt du schon? Ja. Und jetzt weiß ich, und ich glaube, Star Wars Episode 9 oder 6, Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. wo dann auch dabei steht, hat mir diese Trilogie angesehen, aber verstehe absolut nicht, um was es gehen soll. Ja, richtig, das kenne ich ja, das ist gut. Aber so schlimm ist diese Ex-Trilogie nicht, man blickt schon ein bisschen durch. Oftmals habe ich schon die Frage gelesen, hätte man das als Trilogie machen müssen. Keine Ahnung, hätte man die Cornetto-Trilogie als Trilogie bezeichnen müssen. Ich weiß es nicht. Ja. Ein Regisseur hat Bock drauf gehabt, dass er es macht und hat es deswegen gemacht. Also es tut ja der Qualität der Einzelfilme nimmt ja nichts. Ja. Also darfst du in einer anderen Reihenfolge schauen? Darfst du zuerst Pearl, X und dann Maxine schauen? Oder Nein, darfst du aber es sagen, vollkommen so wie es wurscht gehört? Die ersten, ich glaube, also da ist vollkommen wurscht. Die ersten zwei, also X oder erst Pearl, ist Kopf gesprungen, finde ich. Das nimmt dem Schauerlebnis überhaupt nichts. Ja, na, sehe ich auch so. Täte ich Sehe ich sagen. Sollen wir mir schon zu unserem Fazit kommen? Können wir schon langsam machen. Ja. Wie schaut's aus? Was hat dir super gefallen und was hat dir überhaupt nicht gefallen? Also, was mir super gefallen hat, ist der Hodentreter. Also, das ist ein unglaublich schöner Effekt gewesen und finde ich geil, dass man auch noch so richtig schön draufgehalten hat. Was mir gar nicht gefallen hat, ist so die mangelnde Geschichte, die da einfach ein bisschen zeigt. Die ist ja, wie ich vorher schon gesagt habe, dass er das wettmacht mit dem, dass er geiles Handwerk und Top-Schauspieler drinnen hat, die alles super inszeniert sind und die Filme super tragen. Aber erzählerisch finde ich die ganze Reihe halt an sich ziemlich schwach und da ist Maxine genauso, erzählt nicht wirklich eine Geschichte mit Figuren, mit denen ich irgendwie mitfiebern darf. Das darf ich jetzt als mein Flop da nennen. Okay. Passt. Was sagst du? Was mir jetzt nicht so gefallen hat, beziehungsweise wo ich wegen enttäuscht war, das sind die Kills. Ich hätte mir da ein wenig mehr erwartet, ein wenig abwechslungsreicher noch, weil es beschränkt sich im Endeffekt auf 2 Kills, wenn du sagst. Die so richtige? Ja. So richtig sind es 2. Ja, da hätte ich gern mehr gehabt. 3. Also, 3. Am Schluss hast du ja nochmal einen. Ja, stimmt. Dann hast stimmt, du den am Schluss noch. Ja, trotzdem, das war halt so 2, 3, so 2, 3 mehr blutige, ja. War schon geil gewesen. Weil du hast, ich sag jetzt mal, ich darf jetzt auch sagen, du hast die 2, 3 richtig blutigen Effekte. Ja. Und dann war es eigentlich. Ja, und vor allem, weil dieser erste Kill da in der Videothek, sage ich jetzt einmal, der war optisch so stark. Und ich habe mir noch gedacht, geil, wenn das so weitergeht, ich bin echt gespannt, wo es uns da noch optisch und audiovisuell, was uns da noch alles erwartet. Und das war fast ein wenig schwach. Da hätte ich gerne ein wenig mehr gesehen. Ja, da war ich ein wenig enttäuscht. Aber wie gesagt, stimme ich zu. Hätte alles andere. Ja, und dafür, was ich super fand, das ist wirklich dieses Look and Feel von der 42nd Street, das man da aus Filmen kennt, wie Maniac oder der Cruising oder Basket Case oder sowas. So diese geile richtig ja, voll geil. Diese Stimmung, die er da einfängt. Und auch dieses 80er-Feeling, allein schon ihre Wohnung, diese ewig lange Schnur an ihrem Telefon. Dario Argento gefällt das. Das gibt ja bei Phenomena ähnliches Telefon, da wo die Schnur vom Telefon gefühlt 200 Meter lang ist. Ja, wenn so, Handys hat es da noch nicht gegeben, die haben sich ja irgendwie helfen müssen. Ja, irgendwie. Was sollst du machen? Und das haben sie wirklich ganz toll gemacht. Also die Stimmung ist super und dann eben dieses immer wieder das Dahinrätseln, dieses Night Stalker, ja oder nein, und wer ist denn jetzt und was kann man den? Oder vielleicht ist ja Maxine selber nicht ganz dicht und wir sehen wir teilweise sie und es ist genau, er hat ein paar so Ebenen drin und das fand ich recht raffiniert, aber da verraten wir jetzt nicht zu viel und genau. Nee. Ich tue ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich tue ihn mit empfehlen tun, aber wenn wir schon bei Tun sind, da haben wir jetzt 2 Tees, wie schaut es insgesamt mit 3 Tees aus, Mike? Jetzt pass auf. Haben wir einen Tippentee? Also ich würde einen halberten sagen, weil wir sehen wir an Mia Goth, sehen wir mal durch ihr Dress. Sie hat sich, glaube ich, bei Infinity Pool, da war es ein wenig freizügiger und da war es jetzt ein wenig zugeknüpft. Wir haben aber eine Sexszene, als sie in den Tränen platzen. Also stimmt. wir haben ein volles Tee. Aber stimmt. Und Dinge auch noch in der Umkleide, gell? Jetzt, was du sagst, dieselbe Dame in der Umkleide. Genau. Stimmt. Aber ich ziehe ein Tee ab dafür, dass Mia Goth ihre nicht gesagt hat.
dafür, dass sie diese Szene, wo man sagen darf, wirklich so, eigentlich, natürlich ist es ein guter Witz, dass das einmal in dem Moment, wo sie das Herz sagen darf, abblenden und in dem Moment, wo sie das Herz tot und wieder anzieht, erst wieder einblenden. Also das ist genau dieser Bereich, wo sie es herausnimmt, immer ausgeblendet war. Aber ich finde es eine Frechheit. Also eigentlich kann man was abzogen. Aber sagen wir mal nicht so, Gnade vor Recht. Also das Tittentee kriegen sie jetzt einmal. Haben wir wieder Trompeten? Trompetchen am Start. Und es ist eine schmerzhafte Trompete. Das ist eine schmerzhafte Trompete, ja. Für manche mengen's. Was man so auf WhatsApp-Videos gesehen hat, mengen das manche. Katz frisst Mais, ich möchte das Brunne nicht. Genau. Und haben wir tote Tiere? Nein. Keine toten Tiere. 2 von 3 Tee? Ja, das ist anständig. Kann man lassen. Ja. Kann man lassen. Dabei. Also wenn es das Herz ist wahrscheinlich noch früh genug, geht's in den Film. Schaut es euch an. Wir wollen nämlich noch einen 4. Teil. Und genau, A24 gehört sowieso immer unterstützt. Die bringen den heißen Shit. Geht's rein in Pearl. Das macht Spaß. Pearl schon wieder, Kruzifix. In Maxine geht's. Du. Hast du übrigens gesehen, dieses Mediabook von Pearl, wo es übelst durch die Decke geht, dieses Cover D? Nein. Das, wo jetzt irgendwie bei eBay bei 200 € ist oder irgendwie so, das eskaliert schon wieder dermaßen. Echt? Ja, verrückt. Keine Ahnung, die Mediabooks, die gehen an mir vorbei. Ja, du bist der Sparsamer. Ich bin da bin ich echt da, schaut. Ich sage nicht ein, dass ich den Leuten mein ganz hart erarbeitetes Geld in den Rachen wirf. Ja, hart erarbeitet vor allem. Ja, aber richtig hart erarbeitet. Ich weiß gar nicht, wie ich mir kniert Wund gekriegt habe von lauter, das weißt du schon. Du kannst einmal die Leute sagen, was es da sollen. Es müsste jetzt auf alle Fälle gleich mal auf Steady gehen und da ein Abo abschließen. Genau. Das ist ganz wichtig. Ansonsten Kommentare. Wir wollen Kommentare. Was sagt ihr zu Ty West an sich? Ty West ist anscheinend auch ein ziemlich polarisierender Regisseur. Mhm. Was sagt ihr zu Mia Goth? Was sagt ihr zur X-Trilogie? Und was sagt ihr zu Maxine? Es sind 4 Fragen, also welche 4 Antworten. Wer sie zusammenbringt, wird instant wegblockiert. Ansonsten liken, teilen und kauft Sachen von uns. Wir haben nämlich hübsche Sachen. Ja. Da die auch sagen. Vor allem jetzt im Sommer, dass ein Tanktop oder irgendein ranzliges Unterhosel, also der ganze Schmalz, dass du jetzt schwitzen müsst. Oh yeah. Und wenn wir die anderen Teile von der X-Trilogie besprechen sollen, dann schreibt uns einmal und macht ein Abo und dann schmatzt man drüber. Oder? Wenn man genug Geld in die Hand nimmt, dann kann man von uns alles haben. Ganz genau, dann sage ich nämlich wieder Kevin Bacon in Maxine. Leute, ich bin käuflich. Mich kann man kaufen. Mich kann man kaufen. Also, her mit die Scheine. Bam. Conny, schön, dass du Zeit gehabt hast, dass wir über so einen phänomenalen Film geredet haben. Und war immer gern mit dir. Euch da draußen, merci fürs Zuhören wieder mal. Es war uns ein Volksfest. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre von meiner Seite. Du hast den Korbi seinen Part vergessen. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Ja, da ist Luft nach oben. Nicht vor der, wie heißt 42nd Street? 42nd, ja, auf jeden Fall. Da schon, so schmierig wie wir sind, passt mir da perfekt dazu. Ja, da sind wir eigentlich mehr oder weniger die Gründer. Wir schauen eigentlich aus wie der Maniac selber. So, ja, schon. Ich bin der Nightstalker, du bist der Maniac, oder? Ja, passt. Du hast mich also zusammengefallen, jetzt sind wir der Nightstalker. Voll geil. Macht's es gut, merci und Habaneri. Servus und Habaneri.